Der Herr Salz und Frau Zucker waren miteinander verheiratet. Sie haben in einem weiss, glänzig schönen Salzhäuschen gelebt. Die zwei haben einander fest gern gehabt. Aber manchmal hat es auch Zeiten gegeben, wo sie gestritten haben. Dann haben sie sich wieder versöhnt. Dann haben sie gestritten, sie haben sich wieder versöhnt. Und einen Tag haben sie so fest gestritten. Der Herr Salz ist mit einer grossen Salzstange auf seine Frau los. «Gang mir aus den Augen! Ich will dich nicht mehr sehen. Gang und bau mir von mir aus ein Slämhäuschen.» Frau Zucker ist gegangen. Und sie hat dicke Tränen brüllen. Aber sie wollte nicht brüllen. Weil sie ihre süßen Zuckerbäckchen nicht verlieren wollte. Und darum hat sie sich zusammengenommen. Und sie ist gegangen und hat sich ein Lehmhäuschen gebaut. Sie war noch ein Zeitchen auf ihrem Mann verrückt. Aber mit der Zeit hat sie ihn dann doch vermisst. Und einen Tag hat sie eine Suppe gekocht. Und als sie von dieser Suppe probiert, merkt sie, dass etwas ganz Wichtiges fehlt. Salz. Und der Herr Salz, der hat auch ihr im Leben gefehlt. Darum hat sie ihren ganzen Mut zusammengenommen und ist über zum Salzhäuschen und hat angeklopft. Die Tür geht auf. «Was willst du?» Der Herr Salz war immer noch verrückt auf seine Frau. «Nur ein bisschen Salz für meine Suppe. Ganz wenig.» «Ha! Du willst Salz für deine Suppe? Du kannst von mir aus Zucker in deine Suppe nie fallen.» Und er hat ihr die Tür wieder vor der Nase zugeschlitzt. Diesmal war Frau Zucker ganz fest traurig. Dicke Tränen sind ihr über die Backen gerugelt. Aber sie wollte nicht brüllen, weil sie ihre süßen Zuckerbäckchen nicht verlieren. Und darum hat sie in den Himmel geschaut. «Himmel, willst du nicht du ein bisschen traurig sein für mich?» Der Himmel hat das gehört. Und der Himmel war traurig für die Frau Zucker. Der Himmel hat brüllt. Dicke Tränen sind auf die Erde herabgefallen. Und auf der Erde unten hat es geregnet. Es hat geregnet und geregnet und geregnet. Immer mehr und immer fester. Und mit der Zeit hat sich das Salzhäuschen vom Herrn Salz angefangen aufzulösen. Der kommt raus zu springen, rennt über zum Haus von der Frau Zucker. «Bitte, Schatz, lass mich rein. Es regnet so fest. Mein Salzhäuschen hat sich schon aufgelöst. Und wenn ich noch länger da draussen stehe, löse ich mich auch noch auf. Bitte, bitte, lass mich rein.» «Ich soll dich reinlassen? Du hast mir vorher auch kein Salz geben für meine Suppe. Jetzt kannst du schön draussen bleiben.» «Oh, bitte, bitte. Es tut mir ja so leid. Du weisst ja, ich habe dich gern. Ich mache es nicht mehr.» Und er bittet und bettelt. Ja, Frau Zucker, die hat ihren Mann ja immer noch fest gern gehabt. Und dann hat sie gar nicht anders können. Sie hat die Türen aufgemacht. Und der Herr Salz kommt ihr zu rennen und er umarmt seine Frau. Und weil er so ganz nass war, ist er gerade an ihr kleben geblieben. Er hat ihr einen salzigen Kuss gegeben und sie ihm einen süßen Zuckerkuss. Und lange Zeit sind sie so gestanden. Aber irgendwann ist der Herr Salz dann doch wieder trocken geworden und sie haben sich voneinander lösen. Von diesem Tag weg haben sie fast nie mehr miteinander gestritten. Und wenn sie gleich einmal gekiffelt haben, dann hat es am Schluss immer einen salzig süßen Kuss gegeben.